Servus, grüß euch und habe die Ehre, ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ich bin die Fadewilson und stelle euch halt ein Statusbild-Set irgendwas vor. Ja, es ist echt enorm. Nur dazu jetzt die ganzen Events, was laufen, Wächter kommt oder ist noch und Goldene Kugel ist da und mit dem Set schießt du alle an und wartest bis umfallen. Hervorragend, ganz hervorragend. Also schaut es euch an, baut es nach, habt Spaß und jetzt kommt das Bild und da sagen, packen wir's. Ja, wir fangen jetzt einmal an mit der Spezialisierung. Die Spezialisierung ist der Richtschütze. Aus dem einfachen Grund, weil wir Rüstung durch Tötung kriegen und ein größeres Magazin haben und einige Vorteile, auf die man nicht verzichten mag eigentlich. Da man auf dem Bild nicht wirklich viel Rüstung hat, ist die Rüstungsrückgewinnung vom Richtschützen doch sehr von Vorteil. So. Jedes dritte Nachladen erfolgt 50% schneller. Da wir mit LMG spielen, ist das auch sehr interessant. Ja. Reparaturkits stellen 100% der Rüstung wieder her und gewähren 10 Sekunden lang 30% Bonusrüstung. Ist auch ganz schlau, wenn man nicht viel Rüstung von Haus aus hat. Und da haben wir das Töten eines Feindes gewährt 10% Rüstung. Aber umhauen, kriegst du wieder ein bisschen Rüstung zurück. Wo es da ganz gut ist, es generiert alle 60 Sekunden 10% der ganz gesamten Munitionskapazität. Partymitglieder erhalten 5% zurück. Wie ich schon gesagt habe, das ist ein Gruppenbild. Ja. Also man spielt solo und man kann es in der Gruppe spielen. Und die Gruppenmitglieder werden sich freuen, wenn es mitrennst, weil sie kriegen dann so einiges nochmal an Schaden dazu, wo sie so nicht haben daten. Also weiteres sagt man dann. So, dann haben wir die Feuerrate erhöht sich bei jedem Kill für 5 Sekunden um 5%. Dann Waffenhandling wird verbessert und ja, dann brauchen wir jetzt weniger Widerstand gegen Impulsgeber. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, spielen dann mal mit LMG und einer MP. Und wie jetzt das Set sich gestaltet, sage ich jetzt gleich im Anschluss. So, wie schon gesagt, wir haben den Richtschützen, da hat man die kleine Minigun, die macht Spaß. Kann man ab und zu mal benutzen. Hab voll hin. Dann haben wir noch. So, die beliebte Pestilenz. Die Pestilenz habe ich jetzt Schaden gegen ungedeckte Ziele drauf und Rüstungsschaden drauf. Wer es noch nicht so hat, sollte es vielleicht so hier rollen, ja, wie das geht. Wissen wir ja. Wenn nicht, schreibt es uns in die Kommentare, gibt es dann auch noch mehr ein Video. Habe ich aber, glaube ich, schon eins. Ja. So, die Seuche der Outcast. Bei der Seuche ist eine Geschichte. Die Stärke der Seuche richtet sich nach dem Waffenschaden, was du machst. Nicht nach einem Statuseffekt oder sonst irgendwas. Nein, rein der Waffenschaden zeigt, wie viel Seuche das machst. Drum die feinen roten Kerne drin, ja, damit wir da auch ein bisschen was zusammenbringen. Ist jetzt nicht direkt ein Pestilenzbild, ist ein Statusbild. Folgedessen weiß ich, es geht besser mit der Pestilenz. Man kann da, glaube ich, bis 1,6 Mille die Ticks hochtragen. Bei dem Bild hat es die 600.000 ungefähr, die Ticks. Es reicht aber. So, dann habe ich noch die Dark Winter mit dabei, weil mir das Ding einfach gefällt. Da kann jeder rein, was so lustig ist. Dark Winter hat Chance auf kritische Treffer 21 und Schaden gegen ungedeckte Ziele. Und ich habe Expertisenstufe 23 und auf der Pestilenz 18. Macht schon ein wenig was aus, aber ist jetzt auch nicht unbedingt der große Unterschied. So, dann die Maske. Die Maske Niedertracht. Was hat die Masken? Sie hat 10% Statuseffekte, einen Fertigkeitsrang, Gefahrenschutz und dann habe ich drauf Chance auf kritische Treffer. Warum und wieso, erkläre ich später. Dann toxische Lieferung. Zu jedem Statuseffekt, was du erzeugst, tut die 10 Sekunden lang Säure mit dazu, die wo dann nochmal extra Schaden macht und der Schaden entspricht 50% des Schadens der Sprenggranate und wird das vom Statuseffekt-Attribut beeinflusst. Das heißt, je mehr Statuseffekt du in deinem Bild drin hast, umso höher werden die Ticks von der Säure da. Ich weiß nicht, wie man von der toxischen Säure, leck mir am Arsch. Ja, so. Dann haben wir wieder weiter im Text. So, da haben wir die aktivierte Direktive Set. Ja, von dem Ding haben wir 4 Teile. Jedes Teil ist gerollt auf Waffenschaden, Statuseffekte und Chance auf kritische Treffer. Da hat man da Chance auf kritische Treffer rein, Mod, ja, und nicht Schaden durch, sondern Chance, weil je mehr Chance das man hat, umso besser, umso mehr Hohlspitzmunition kriegt man. Also je mehr kritische Treffer das man landet, umso mehr Hohlspitzmunition kriegt man. Ich spiele das tatsächlich aktivierte Direktive mit der Weste von derselbigen, ja,
weil dann die Hohlspitzmunition nochmal, also 35% mehr Schaden generiert. Ja, macht noch ein bisschen was aus in der Pest, da jetzt mal behaupten, ja. Und so haben wir nochmal 15% Statuseffekte, Nachladetempo ist besser und mit dem Wächter-Event, was momentan läuft, haut sie sowieso aus die Schuhe, weil es dann viel schneller, also Schuss pro Minute haut es besser aus und der Schaden wird nochmal eher und geht das Set noch besser, darum da das sehr empfehlen für das Wächter-Event momentan. Wie gesagt, man braucht da wirklich nicht verdammt. Schaut euch das Gameplay an, da sitzt der schießt alle an, fallen alle um. Also richtig lustig. Ja, wie gesagt, die Handschuhe. Ja, auch wieder Waffenschaden, Statuseffekte. Holster, gleiches Spiel. Waffenschaden, Statuseffekte. Das ist eigentlich ganz einfach, das Ding. Knie, haben wir das gleiche wieder. Waffenschaden, geht noch ein bisschen was ab. Statuseffekte. Und dann haben wir den Rucksack. Der Rucksack war so eine Geschichte. Habe ich ein wenig was durchprobiert und ich bin der Meinung, das hat das Prädikat wertvoll, das Ding. Da haben wir den Elektrik-Rucksack. Statuseffekte hat er als Attribut drin. Statuseffekte sind draufgerollt, beziehungsweise da jetzt optimiert. Chance auf kritische Treffer Mod. Und sollte eigentlich da bei Fertigkeitstempo, warte mal, Chance auf kritische Treffer auch noch mehr recht gewinnen, aber ich habe es uns Verrecker nicht gekriegt. Also optimalerweise Schaden durch kritische Treffer, Chance durch kritische Treffer, Statuseffekte und ein Schaden auf kritische Treffer Mod. Optimum. Dann brauchen wir das Talent Schleichender Tod. Wenn Sie Statuseffekte zufügen, erleiden Ihnen auch alle Gegner im Umkreis von 8 Meter um das Ziel. Das heißt, wir produzieren da einen Heiden an Statuseffekten mit dem Bild. Ja. Blutung, Seuche, Seuche verteilt es nicht. Seuche verteilt es nicht, mein Fehler. Aber ja, weiter im Text erklärt er nochmal und im Gameplay auch nochmal. Also wir erzählen mal, glaube ich, 4 Statuseffekte und die werden dann halt auf alle umliegenden Gegner verteilt. Jetzt, wenn man erwischt, wo es außerrennen, ja, und du schießt die an, dann horzt einmal rein und dann fällt die alle nacheinander um und verteilt sich der Effekt dann auch weiter auf die, wo es nur rundum stehen. Also, ich weiß nicht, wie man es erklären soll, ich schaue es einfach an. So, dann tue ich einen Wiederbeleber eine. Ja, für den Fall, dass man doch mal liegen bleibt. Und den Impulsgeber, praktisch die Todesfee, habe ich hergenommen, weil man muss ja am Anfang einmal einen Statuseffekt generieren, einen töten, damit man die Hohlspitzmunition kriegt. Und ja, ich laufe auf die Leute zu und blende die ein bisschen, dann schieße ich den ersten um und dann ist das schon alles aktiviert und dann geht's dahin. So schaut jetzt das Bild ganz im Ganzen aus. Ich würde sagen, ich habe jetzt da 5-mal Rot. Die gibt es leider nicht in Rot, ja, die gibt es immer nur so. Und so habe ich das Ding gespielt und ich finde es einfach klasse. Also ich habe nicht gemeint, dass es so gut hinhaut, aber doch so. Wenn jetzt eine andere Idee für einen Rucksack hätte, ja, dann macht es das, aber ich habe halt geschaut, dass wir jetzt da, wir haben auf der Masken, also 60% haben wir allein schon Statuseffekte, allein von den Statuseffekte, was wir drauf gerollt haben, ja, jetzt da. Der da hat dann noch einen extra Statuseffekt in die Attribute drin, was wir dann auch noch mal dazu kriegen. Und so denke ich mal, wird es doch ganz lustig in Tech-Shop, die ganze Gaudi. Also müssen wir eigentlich auf 70% ungefähr Statuseffekte kommen, wenn man nicht alles täuscht. Wenn man nicht verhaut habe, aber da bin ich nicht so gut, Hand Mathematiker da, die kennen das besser, aber es funktioniert. Also in dem Sinn, da ich sagen, baut es noch, spielt es noch, es macht enorm Spaß und sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder ein wenig was reingatschen da. Also pfiat euch, jetzt kommt noch Gameplay. Jetzt probieren wir so mal Vorführeffekt, ja, da wir mal ein wenig auf die Kacke hauen mit dem Bild. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist, man braucht nicht viel da und mit dem Event ist natürlich nur viel stärker, weil es natürlich die Schusswiederholfrequenz oder die Schusswiederholung erhöht und einen Schaden erhöht bei dem Wächter-Event, wenn man zuerst den gelben weghaut und dann, ja, schauen wir uns mal, packen wir mal irgendwas an. So, was nehmen wir da? Bla 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 bla, da habe ich nichts mehr. Das ist echt völlig wurscht, was wir jetzt da nehmen wir einen Stützpunkt oder so. Oder das einmal, ja. Das wird wieder hart werden.
egal. Probieren wir es einmal. Ich habe jetzt eingestellt, heroisch mit Wächter und 3 Direktiven. Dieses Set ist jetzt nicht unbedingt für heroisch und 3 Direktiven gedacht. Gell? Also zum Farmen gelangt herausfordernd mit allen Direktiven. Kann man das Ding dann tatsächlich ausspielen, da man ja die Hohlspitzmunition selbst generiert und Ohren dann das nichts tut. Wenn man jetzt nicht unbedingt ja. Ah, da sind schon mal ein paar. Wurscht. Was wir da erwischen. Alles her da. Jetzt wird mir wahrscheinlich gleich wieder auf die Futzen hauen. So, gedacht ist es so. An den da. Und dann das da. Ja, und wie man sieht, die fallen allesamt noch eine Reihe um. Ticken ganz schön, aber wenn ich schießen aufhöre, dann ja, bluten sie zu Tode oder seuchen sie sich zu Tode. Aber man möge mir jetzt verzeihen, weil bei dem Video ist mir irgendwie eine Panne passiert mit dem Audio. Ich kann das Original Audio leider nicht drauf lassen. Drum auch der Sound ein bisschen mehr, weil irgendwie was verschütt gegangen ist und ja, das hört man nicht wirklich im Originalton, was ich sage. Das Bild ist für die Gruppe gedacht oder auch solo. In der Gruppe bringt halt den Vorteil, dass man die Gruppe enorm stärkt durch die Hohlspitzmunition. Und wenn jetzt so einer einen Striker hat und dann lauft zu dritt, so geht es mal das Set, Striker Set und irgendein x-beliebiges, da mäht man alles nieder, was da so daherkommt. Da interessiert es auch nicht, ob du die Wächter angeschalten hast oder nicht, weil die sowieso umfallen dann. So, schaut euch das Gameplay noch ein bisschen an. Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten. Und ich hoffe, man sieht sie beim nächsten Mal. Und dann Servus für euch und habe die Ehre. Und schalt's wieder rein. Direktive im Blut. Gabe Blut. Der Blut. Gabe Blut. Gabe Blut. Gabe Blut. Gabe Blut. Der Blut. Gabe Blut. Gabe Blut. Direktive im Blut, alles läuft wie am Schnürchen. Kein Aufwand nötig, das geht wie von allein. Ich stärke die Gruppe, lass keinen zurück. Gemeinsam schaffen wir den nächsten großen Glück. Kein Aufschub, kein Zögern, ich halte mein Wort. Mein Team ist unaufhaltsam gekommen, geht's nach vorn. Den Schritt, den wir machen, sind wir stärker als je. Und jeder, der uns herausfordert, geht K.O. im Gefecht.